Salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Ja, wir sind mit dem CJ hier in seiner Hütte, beziehungsweise Haus der Johnson heisst es ja. Und wir machen jetzt heute eine Mission beim OG Log, würde ich mal sagen. Weil wir haben ja letztes Mal eigentlich gesagt, wir gehen zum OG Log, aber dann haben wir dann gleich die beim Big Smoke gemacht, weil ja dort die mit dem Zoo gekommen ist. Wrong Side of the irgendetwas, glaube ich, heisst es irgendwie. Wir fahren jetzt aber noch kurz mit dem Velo dort runter. Super. Schon mal in die Pfosten rein, oder beziehungsweise in die Laterne. So, komm, fahr vorbei. So, manchmal packt es einfach ein bisschen. Ja, wir fahren jetzt aber mal kurz dort runter zum OG Log. Ich hoffe, es laggt nicht wieder so in dieser Folge wie sonst in den Missionen. Wow, shit. Super. Und natürlich gerade da, wo die Bolas sind. Ach komm, ich nehme das Auto besser, sonst die sterben unterwegs. Da, wir nehmen doch kurz das Auto da. Dankeschön. Ja, da haben wir schon einen Stern bekommen, aber nicht so tragisch. Das ist jetzt halt, weil einfach gerade der Polizist neben dran gestanden ist. So, also wir fahren jetzt mal zum OG Log runter, starten mal die Mission und dann schauen wir, welche das ist. Aber wobei ich glaube, es wird die Mission sein, wo wir im Mad Dog sein Rhymebook klauen müssen. Aber wir sehen es jetzt gerade. So, wir sind hier angekommen. Ah, shit, okay. Wir müssen jetzt so schnell kurz irgendwie Zeit überbrücken. Wir gehen schnell kurz zum... Oh shit. Bolas da wieder rein. So, weg mit denen. Wir gehen hier kurz in die Coiffeur rein. Gehen wir uns halt schnell noch mal zur Überbrückung einen neuen Haarschnitt. Wir müssen ein paar Minuten warten. Schauen wir mal, was wir hier für einen Haarschnitt machen können. Blondes Haar, blonder Afro. Hoher Afro. Wie sieht ein hoher Afro aus? Oh Jesus, Mann. Hoher langer Kopf hat er jetzt so, ey. Keilförmige Frisur. Tramline-Look. Wie sieht denn das aus? Ah, er hat einfach auf der Seite so die Streifen. Da zahlst du $400. Was? Urteuer. Groove-Schnitt. Und das ist einfach oben so die Kerbe. Okay, komm, wir machen mal so als Spaß. Nehmen wir mal einen hohen Afro. Das sieht einfach so beschissen aus, darum nehmen wir das mal. Scheiße, ey. Oh mein Gott. Das sieht so schlimm aus. Vor allem hat er so eine riesen Forehead, man so eine riesen Stirn hätte jetzt. Oh mein Gott. Gut, also dann gehen wir noch halt etwas kurz essen. Sollten wir zwischendurch noch machen, dass wir ein bisschen Leben wieder auffüllen. Außerdem auch, ist es allgemein gut, so tut sich halt die maximale Gesundheit, glaubst du, sich auch schneller erhöhen oder du kommst schnell die maximale Gesundheit über. Dann nehmen wir da mal schnell kurz ein bisschen etwas Grobs da. Ich glaube, 12 Mal kannst du essen und dann, oder beziehungsweise beim 12. Mal Käse ist dann. So, wir hauen da jetzt mal schnell ordentlich etwas rein. So. Oh, jetzt haben wir das Fett relativ weit oben. Und jetzt, sobald wir aus der Tür rausgehen, wird er wahrscheinlich... Entweder wird er einen anderen Laufstil haben oder er wird schon ein bisschen fester sein. Mal schauen. Du willst dick gehen zum Workout ins Fitnesscenter oder geht joggen. Ja, wir sind jetzt doch ein bisschen breiter geworden. Wir sind jetzt ein bisschen ründer geworden. Oh je, also, aber das ist noch nicht so schlimm, aber von dem her, wir können das jetzt einfach so lassen, dann haben wir sicher ein gutes Essen oder genug Fett und werden nicht so schnell wieder hungrig. Ja, wir warten jetzt aber da schnell kurz, wir müssen so schnell eine Minute warten, aber ich würde sagen, wir dürfen schnell die Minute überspringen und dann starten wir da die Mission beim OG Log. So, also die Mission startet jetzt gerade in einer Sekunde, voilà. Life's a Beach. Ah, nein, es ist noch nicht die Mad Dog Mission. Jetzt müssen wir den Radio-Dings klauen. Okay, da gibt es so einen kleinen Dings, wie soll ich sagen? Einen kleinen... kann ich es gaxen?
Mein Gott, ein kleiner Glitch. Und zwar, wir müssen jetzt einen von der Grove Street holen. Jetzt weiss ich leider nicht, wo da gerade noch Grove Street Revier ist. Aber es gibt einen Glitch, wie man das Auto kann klauen ohne die Tanzszene machen. Jetzt muss ich einfach einen von der Grove Street finden. Jetzt muss ich schon überlegen, da unten sind überall Balls. Ich glaube, das Grove Street ist wirklich nur... in der Grove Street selber. Also Grove Street Families da, die Typen. Wir fahren jetzt mal schon kurz rauf. Wieder. Gut, in dieser Zeit hätte ich zwar auch den Tanz machen da und wäre wahrscheinlich schneller gewesen. Aber egal, wir versuchen mal den Glitch, wir versuchen mal unser Glück, vielleicht geht es ja. So, und zwar, wir brauchen einfach nur einen einzigen. Weißt du wie verarschen? Ah, da, eben. Gerade wollte sagen, weißt du wie verarschen, kann ja nicht sein. So, come on. So, und zwar geht der Glitch so, dass wir jetzt, scheiße. Ernsthaft, das kannst du nicht aufstehen. Und zwar geht der Glitch so, einsteige jetzt ein oder will einsteigen im Bus und das geht noch nicht. Er aber kann schon einsteigen, steigt dann ein und ich muss ihn dann halt einfach umnieten und er geht dann aus dem Auto aus und ich kann dann durch die Türe, die dann aufgeht, einsteigen ins Auto. Das ist eigentlich ganz ein simpler Glitch. Aber so können wir die Tanzszene überspringen. Voilà. Wobei eben, wahrscheinlich hätten wir mit der Tanzszene oder wenn wir sie jetzt gemacht hätten, wären wir wahrscheinlich schneller gewesen. Aber ja, wir versuchen es jetzt einfach mal, weil es ja, könnte ja funktionieren. Ich weiß nicht, ob sie es bei der PS4-Version gefixt haben. Ob das nur auf der PC-Version geht oder nur auf der PS2-Version noch. Wobei eigentlich da die PS4-Variante basiert ja eigentlich auf der PS2. Also die ist ja nicht, ich glaube, gross updated worden. Soviel ich weiß, also korrigiert mich, wenn es so wäre, aber ich habe gemeint, das ist eigentlich ziemlich original. Oder die Originalfassung. Über der remasterten Version, die es ja noch gibt, also zum Beispiel für die Mobile-Variante und ich glaube auch auf dem PC kann man die auch haben. Dort wiederum ist es so, dass es glaube ich nicht mehr geht. Dort haben sie viel rausgefixt. Aber das ist ja wirklich noch eigentlich so die klassische Version, kann man sagen. Ja, Puto, selber Puto. Also. Genau, da zu der DJ-Frau gehen. Und jetzt steigt er aus. Wir gehen jetzt hierher. Rupfen hier dran. Er muss jetzt einfach ans Auto hersäckeln. Come on, nein, geh ins Auto. Warte, ich muss ihn hier übernehmen. Kommt rüber. So. Bleibt er da. Jetzt ist es gegangen, gut. Scheiße. Das ist nur schwierig. Come on, steig ein. So, noch übernehmen da. Ja, das ist natürlich der schnellere Weg. So. Scheiße, okay, es geht nicht. Hä? Ich denke, das geht. Aber da muss man echt einen Schalldämpfer nehmen. Als kann ich sagen, das ist erkennen, aber ja, okay, gut. Also wir starten nochmal die Mission neu, wir sehen uns gerade, wenn wir wieder da sind. Gut, also wir sind jetzt zurück wieder da am Strand, versuchen nochmal die Mission, jetzt machen wir sie einfach richtig. Und ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, sie haben vorher die Zwischensequenz übersprungen, oder? Beim OG-Log, wenn ja, es tut mir gerade leid. Hey, what's poppin'? Ja, ein Action. Well, hey, let's dance, sugar. Ja, komm, tanzen wir ein bisschen. Und unser
Homie dort hinten steht einfach so. Das Loch, wie geil. Alright, lead the way. Let me take you into my office. So, Cloud and Sound Van. Was machen wir doch. Feeling the sound. Hauptsache hat sie plötzlich eine Waffe in der Hand gehabt. Ah nein, die Zeit ist nicht vorbeigegangen, aber komischerweise ist es plötzlich so gelblich geworden, das Bild. Hat es ausgesehen, als wäre wieder oben. Und jetzt fetzen wir doch schnell kurz zu der Garage, wo wir das Auto mit abliefern. Komm on, fahr schneller. Ich weiß gar nicht, werden wir hier noch verfolgt? Ich glaube es zwar nicht, also... Ich wüsste es jetzt gar nicht auswendig. Wow! Ich hätte sie im CJ seine Fahrskill ein bisschen verbessern, weil am Anfang ist das so komisch zum Fahren mit dem, weil er verliert so schnell immer Kontrolle über das Auto und das Auto driftet immer so weg. Mal voll den Dealer verwünscht. So, also jetzt da vorne ist die Garage, wo wir das Auto reinstellen müssen. Wow! Voilà. Der Busfahrer am Gumpen. Sorry, Oma. So. Dann stellen wir das Auto hier in die Garage rein. Und dann haben wir die Mission bestanden. So, Mission erfüllt. Wieder nur Respekt bekommen, wieder mal keine Kohle. Wir müssen unbedingt mal irgendwie Geld verdienen. Das ist einfach echt traurig, was wir da immer für Gefallen machen für die ganzen Mitglieder von der Grove Street oder von den Typen, die da halt in der Story drin sind. Aber ja, da würde ich mal sagen, besser war mit dieser Folge von GTA San Andreas. Es war halt jetzt ein bisschen länger gewesen, weil ich halt da etwas ausprobiert habe. Ich würde mal sagen, dass wir in der nächsten Folge dann wieder zurück zum Ryder, zum Big Smoke oder zum Sweet gehen. Ich glaube, wir haben ja bei allen 3 Missionen. Voilà. Genau, ja, dass wir wieder da ein bisschen weitermachen beim Ryder, glaube ich schon auch, welche Mission das ist, wo wir dann nachher hier beim Militärplatz da, oder wie das ist da unten, müssen wir hier die Kiste mücken. Sweet wüsste ich jetzt nicht gerade auswendig, aber ja, wir sehen es ja dann. Dann würde ich mal sagen, was es war mit der Folge von GTA San Andreas. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen.
sowie auch über ein Abo und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!